Ich will doch aufhängen für Nummer der dem Herr Asselborn Merci zu so wie die Deklaration, die gestern gemacht hat. Das war alles ganz interessant. Wir felicitieren hier noch, dass wir die Decision konnten holen, für den diplomatischen Réseau auszubauen. Eng Ambassade an Irland, dat wo iwwerfälleg Irland das net nëmme Fënd, dat so Konkurrent, dat eng wichtig Finanzplatz, das ganz wichtig, dat man do vertruude sinn, ha mir noch vu Gramminia heieren, dat ma eng Reivun Vertretungen bei internationalen Organisationen ausbauen, auch dat as menglech ein ganz notwendig Sach. Wir hullen natürlich och des Gelehheet fir de Leiit am diplomatischen Denkst Merci zu soen, fir déi erfoen diese Lechten fir aus dem Land am Ausland ze dingen. Wir wollen an einer Antwort op dem Herr Asselborn sengeriert für alle Menge vorstellen, nämlich der Kohärenz. Kohärenz von der Lützeburger Politik auch bannen mit dem, was man am Ausland von anderen Regierungen fordern. Ich meine, das ist eine ganz wichtige Vorstellung, die auch eng froh ist von der Kredibilität. Aber wir wählten das haut und 3 Beispiele vielleicht durchexerzieren: Menschenrechte, Europapolitik und europäische Energiepolitik, wo man auch Russland dann zu dienen. Ich will aber vielleicht nicht reagieren, ob etwas, was meine Vorrednerin gesagt hat, dass das nämlich auch doch mit Kohärenz zu dienen. Ich meine, heiere jo viel Kritik um verschiedenen europäische Länder an die Grünpartei hat auch gesot gesot wären verschiedene Probleme mit den Menschenrechten und mis in die Länder bestrofe. Gleichzeitig gibt Anerkennung von der palästinensischen Autorität gefordert, die seit 2005 keine Wahlen organisiert, die Menschen foltert, die elementaren Rechte inklusive von den LGBTQI violiert. Und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn die Engel unerkennen, dann muss ich aber auch bei den anderen dieselbe Standard unlehen. Den Herr Asselborn hat mit viel Hofer dann zu Recht darauf hingewiesen, dass man den Menschenrechtsrat gewählt goufen, dass auch Zeit ging so in 117 Länder wurde schon drohen, mir wurde noch nicht drohen, mit dat vor eng Leistung vom diplomatischen Denkst, aber viel Aussatz, dass das so kommt gemerkt, das ein gut Sach. Mir goufen übrigens zu summen, dass Herr Gras Bannen ja mit Gambia goufen mal gewählt, das vielleicht etwas möchte geschwert, wir sitzen mit Gambia am Menschenrechtsrat und noch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Katar, Somalia, Eritrea, das weiß, dass nicht unbedingt muss perfekten an Finnland richtig, aber muss ich nicht unbedingt perfekt bei den Menschenrechten sie wie dort gewählt sie gehen. Jetzt soll aber interpellieren, weil wir sollten mal gucken, wie dann mit euch selber ist. Und ich will 3 Beispiele nennen. Denn Herr Asselborn hat seine Prioritäten gesagt, der Weltrechte von den Frauen auf eine Mederschaft verteidigen. Nicht nur signaliert gesagt gehabt, nous engageons résolument pour les droits et l'autonomisation des femmes et des filles, leur intégration socio-économique, la réalisation de leurs droits à l'éducation, leur santé, leurs droits sexuels et reproductifs. Ja, da muss man aber feststellen, dass Lützeburg im Gang als Filiationsgesetz auf 4 zu bereden, wo die Leihmutterschaft akzeptiert, geht nicht hier am Land, mehr am Ausland. Wenn es dann am Ausland geschieht, dann wird das dann hier unerkannt. Und das ist eine Ausbeutung also von der Frau als Gebärmaschine. Und das ist eine der schlimmsten Formen von der Ausbeutung. Und ich will just so den Menschenrechtsrat, an dem wir gewählt dürfen. Den hat du eine Reihe, auch ein Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children 2019, mengnisch, wo der dann, du sind eine Reihe Konklusionen geholt gehen am Menschenrechtsrat, was du sollt gemerkt gehen. Und du hast eng zum Beispiel, es sollt und Memberstaaten sollen, und alle Staaten, es sollt ein Klur an allgemeine Legislation geholt gehen, dass der Verkauf von Kanner verbietet, an auch besonders am Kontext von der Leihmutterschaft. Und dann, als gesagt gehen, auch vom Special Rapporteur, aber genau dem Gremium, an dem wir sind, als gesagt gehen, an es sollen Garantien und Sicherungen geholt geben von den Staaten, das Verbot von der kommerziellen Leihmutterschaft hier gesagt, und es soll das System gemerkt gehen, dass eben das Verbot von dem Verkauf von einem Kind garantiert und dass die Leihmutter alle ältere Rechte behält und dass alle eventuell Bezahlungen müssen gemerkt gehen, ihr Kind auf die Welt könnt. Dat die auch nicht können bezahlt gehen. Alles das sind Rekommandationen vom Menschenrechtsrat von mir und sind alles das nicht respektiert an den Diskussionen, die hier am Blick gefeiert gehen im Filiationsgesetz. Das Zweite ist, dass man als Kannerrechte ersetzen. Herr Asselborn hat gesagt, le Luxembourg a joué un rôle de premier plan dans l'adoption de la déclaration Protéger nos enfants. Das war UNICEF auch ein ganz gut Sache.
Das ist ganz gut, aber wir haben als ADR immer gesagt, dass man dann aber nicht verstehen, für was die Regierung die Elektromobilität subventioniert. Wir wissen, dass der Kobalt an seinem großen Teil an der Demokratischen Republik Kongo aufgebaut wird. Nur Amnesty International und UNICEF schaffen durch 40.000 Kanner an ungesicherte Minen. Du wennst du mir, Elektromobilität soll nicht subventioniert gehen, solange nicht sicher ist, dass der Kobalt an Konditionen aufgebaut wird, die Menschenrechte, speziell Kannerrechte respektieren. Das ist eben am Blick nach nicht der Fall. Und das ist schon ein Widerspruch, dass die Regierung auf der einen Seite Betriebe massiv unter Druck setzt, wie wir hier Lieferketten komplett Rapport aufzugehen, Rechenschaft aufzulehnen, aber der Staat selber Subventionen bezielt wie Sachen, wo pertinent ist, dass Menschenrechte verletzt gehen. Das ist ein Widerspruch, den wir nicht akzeptieren. Die dritte Konsideration aus einem vom Schutz von den Grundrechten. Wir haben an den letzten Monaten gesehen, Herr Präsident, wie die Grundrechte auch hier im Land können ganz leicht vorgestaltet gehen. Wir hatten Haut nach Abschnitte an Grundrechte, die Kraft sind. Haut gesehen wir am Land, dass ob schon die Regierung freiwillig geht, zum Beispiel auch bei den Impfungen betont, trotzdem Leute massiv in der Druck gesagt gehen, auch auf den Arbeitsplätzen für aber sich impfen zu lassen, also das wirklich nicht mehr ein konditioniert freiwillig geht. Wir Abschnitte auch am Privatleben haut nach, und das alles auf der aktuellen Verfassung geschieht. Dafür will ich auch warnen, nach ein Kehr, für dem, was die neue Verfassung als du Möglichkeiten gibt, dass das nicht die Belarussisch, das nicht die Lukaschenko, wenn wir mal schwätzen, das von Lützeburg mal schwätzen, weil politisch Ziele an die Verfassung rankommen, Ziele mit Verfassungsrang, für die einer konstitutionellen Prinzipien können eingeschränkt gehen. So steht es da, les objectifs à valeur constitutionnelle peuvent donc étendre les pouvoirs du législateur d'Atimir en limitant l'application de certains principes constitutionnels, wie gesagt, wir schwätzen nicht über Weißrussland, wir schwätzen über Lützeburg, und dafür so mir, sowohl was Freirechte angeht, was Kannerrechte angeht, was den Schutz von den Grundrechten angeht, sollten wir uns mal als Lützeburg selber interrogieren, als selber Konklusionen holen. Das ist richtig, andere zu kritisieren, aber lassen wir nicht die Schwerpunkte dabei selber erst nachverlieren. Wir wollen auch als zweiter Punkt will ich als Beispiel holen als Verhältnis zu der Europäischen Union. Auch hier 3 Beispiele, wie an Eisen Falschbausepolitik als Leben kann direkt beeinflussen. Und das erste ist eben dann die Kritik, die wir auch hier immer gehört haben, dass verschiedene Länder kritisiert gehen, besonders Polen und Ungarn, wobei ich mich allerdings freue, an Ungarn gibt es schon eine Allianz von Parteien, die den Herrn Orban wollen auflösen. An der Allianz von Parteien sind auch Rechtsextremisten, den Jobbik. Den hast du dran. Da freue ich mich aber, sind die Leute, die den Herrn Orban wollen aufgelöst gesehen, da kommen mit einer Regierung zu schaffen, wo Rechtsextremisten nämlich den Jobbik mit dran ist. Das ist aber froh, die uns ging interessieren. Das ist also wirklich, wir gesehen das. Mais ein wichtiges Sujet ist eben das Verhältnis zum europäischen Recht zum nationalen konstitutionellen Recht von den Memberstaaten. Das ist ja eigentlich Staatebene Enjeu. Und das rezent polnische Urteil ist bei weitem nicht das einzige Beispiel an Europa, wo den uneingeschränkten Anspruch von der Suprematie vom europäischen Recht respektive von der Jurisprudenz vom Europäischen Gerichtshof vorgestaltet. Wir sehen ähnliche Entwicklungen in Deutschland, vor allem am Hinblick auf die Europäische Zentralbank, an die Decisionen, mir auch dogende Prozesse, sogar mehr Prozesse, die Verfassungsgericht betreffen. A Frankreich net nem Herr Barnier mir auch de Conseil konstitutionell huet de Reserve nach für unmeng 2 Wochen geholt fir gewissen Vierrechter zu behalen, fir d Interpretation vom französische Verfassungsrecht ugeht gegen iwwer dem europäische Recht. Und wir hatten auch wo dat an den Lissabonner Vertrag nicht an den Lissabonner Vertrag an den europäischen Verfassungsvertrag rangeschrieben gouf zu Primatie vom europäischen Recht. Du hast dat schon 2 Länder über Referendum refuséiert gehen nach Frankreich und an Holland an dass du nicht nach ein dem Referendum viergelöscht gehen über die parlamentarische Veto durchgesagt gehen an noch dat das haut eng Legitimitätsdiskussion an Holland an Frankreich über die Prinzip von der Suprematie. Dafür muss ich ganz gut oppassen, wann ich so etwas festschreibe, weil
Leute auch gedierchten ist noch die Länder damit konstatieren, dass immer Männer europäische Länder eigentlich die Prinzip von der automatischer supremassiven europäischen Recht über das national konstitutionelle Recht noch akzeptieren, respektiv Jurisprudenz von den internationalen Gerichtsinstitutionen. Wir hatten erinnern auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass Briten menaciert hatten, aus dem System rauszugehen, weil der Gerichtshof eine Decision geholt hat, die überhaupt nicht am Traité stung. Und das tun wir auch beim Europäischen Gerichtshof, und da gehen wehren sich Länder und nicht allein Polen. Das einfach eine Tatsache, dass die Europäische Union im Gang als Löserlös als zu driften. Und da kommt man dann auf den Sujet von der Konferenz über die Zukunft von Europa. Ich will auch einmal den Merci sagen für die Erfahrungen, die hin als Präsident von der Kommission möchte und der Subkommission über die Zukunft von Europa. Ich meine, das Resultat davon muss sein, dass es zu Treaty-Änderungen kommen. Es wird probiert, immer so viel wie möglich an die aktuellen Treaty heran zu interpretieren. Das geht irgendwie nie auch nicht mehr. Und wenn ich will Europa reformieren, muss ein Treaty geändert gehen. Als Überzeugung als selbstverständlich, dass man mehr national Kompetenzen haben, dass man in Europa von den Nationen brauchen und nicht ein föderales Europa. Da ging es wirklich der CSV und noch der LSAP an dem Punkt widersprechen, wenn wir es heute gesagt haben, wenn auf den Weg geht von qualifizierten Majoritätsdecisionen, der riskiert, Konfliktstoff an Europa heranzubringen. Asselborn weiß das ganz gut, weil in 2015 das probiert man Asylrecht, das ist zwar durchgegangen, es wohl legal, mit die schon gesehen Asselborn, haben wir alle gesehen, was das für Streit an Europa gibt. Also haben wir gesehen, haut, dass Länder nicht wollen an einem Ministerrat dezidieren, mehr so viel wie möglich auf dem Niveau von der Staatspräsidenten und Premierministerin delegieren, weil da eben das Prinzip von der Einstimmigkeit gilt. Das ist ein falscher Weg, wie Majoritätsdecisionen durchzusetzen, das bringt nämlich Streit. Wir haben gesehen an der Covid-Krise, dass Grenzen an Europa keine Fiktion sind, die sind auch ganz reell. Und noch schwätzen wir nicht von Ungarn und Polen, wir schwätzen von Deutschland, von Frankreich, von der Belgien. Und da haben wir das ja direkt gesehen, wie wir da vulnerabel sind als kleines Land. Dafür brauchen wir eine pragmatisch, eine koordinierte und eine realistische Politik. Und wir gingen auch so, dass wir die Kompetenzen für die Großregion zurückbringen an den Außenminister. Das geht alles an enger Hand, die ganz koordinierte Politik, und nicht an verschiedenen Absplickungen an verschiedene Ministerien. Ein zweiter Wolle ist den von der Geldpolitik, von der Europäischen Zentralbank. Wir sollen als ADR klar ja zum Euro als Finanzplatz, braucht den Euro, wir sind vom Euro aufhängig, wir brauchen auf jeden Fall eine Währungsunion. Wir müssen aber auch durch Reformen endlich umgehen. Wir brauchen eine Reform vom Tage-2-System und wir brauchen einen regelmäßigen Finanzausgleich zwischen den Zentralbanken, ähnlich wie in den USA. Wir müssen noch die Politik für gemeinsame Schulden stoppen, ob den Eurobonds nennt oder Renew Europe oder Relancer CCU, das spielt überhaupt keine Rolle. Das Prinzip ist falsch. Das ist eine Vertragsverletzung, weil gemeinsame Schulden sie gegen den EU-Vertrag, und das ist ein permanenten Auffluss von Reichtum aus dem Norden von Europa an den Süden von Europa. Das geht einmal Blick nach, aber es reden sich auch wirklich zu wenigen Spannungen, das kann in Zukunft feiern. Auch die Nullzinspolitik ist am Interesse von den südeuropäischen mehr fragilen Ökonomien. Man muss noch wissen, dass die Nullzinspolitik auch hier im Land eng von den Hauptursachen ist für die teuren Immobilienpreise. Weil Leute eben nicht mehr können an der keine Investitionsmöglichkeiten da haben, die nach Rendement gehen, und da gehen sie an Immobilien investieren. Das ist eine Konsequenz von der Nullzinspolitik, neben dem unkontrollierten Wachstum. Aber wenn wir die Immobilienkrise hier im Land auch lesen, ist das auch ein Aspekt, den man mit konsiderieren muss. Dann ein drittes Beispiel ist selbstverständlich die europäische Asylpolitik. Das ist einfach ein Eschec. Ich hatte schon gesagt, die versucht, eine Majoritätsdecision zu holen, das wo ein Schuss nur Hanne wird mal ganz vorsichtig nach auszudrücken, weil es gibt einfach keine Bereitschaft von den Staaten, das mitzudrohen, der blutigen europäische Gerichtshof das konfirmiert oder nicht. Hier ist Politik noch immer mehr da, aber wir sollen keine Illusionen haben an dem Bereich. Das ist nicht möglich, eine europäische Asylpolitik mit obligatorischen Quoten durchzusetzen. Wir sind auch hier im Land immer mehr mit einer Situation konfrontiert, wo wir ganz viele Leute abgeholt haben, aber wir kriegen ein Problem von Integration über Zeit. Das ist evident.
Und wir wollen als ADR noch immer als Standpunkt klar machen, wir bekennen uns zum Prinzip von Asyl für Leute zu protegieren, die den Schutz nötig haben. Das ist keine Diskussion für uns. Aber wir sagen auch, dass der Asyl ein temporärer Schutz ist und dass die Leute, die keinen Schutz mehr brauchen, müssen zurückgehen an ihre Länder. Wir machen deutlichen Unterschied zwischen dem Asyl als temporärer Schutz und einer Immigrationspolitik. Das ist etwas anderes. Wir sind für eine Realpolitik an diesem Bereich. Wir müssen die Asylproblematik auch so uppacken international, dass wir dazu beitragen, dass wir die Flüge in Richtung Europa nicht kriegen. Und dazu gehört selbstverständlich Diplomatie für Konfliktlösungen. Es gehört dazu, dass wir die UNHCR unterstützen von den Camps und Gegenden, wo eben große Konzentrationen, wo Leute sind, die eben Schutz brauchen. Und wir müssen aber auch gucken, dass wir mit Regimen zusammen schaffen, auch wenn wir sie nicht gerne haben, wenn wir sie desapprovieren. Wie in Afghanistan, wo wir müssen mit humanitärer Kooperation leisten, dass wir eben keine Refugien auch nicht an Notbeschländer kriegen, oder auch Syrien. Weil wie lange soll man da nur noch 4 Uhr machen? Ich meine, den Assad ist nun einmal da Ruder, hin heute Pouvoir. Wie lange will man dann als Europäische Union nach 4 Uhr machen, für keinen Kontakt mit dem Regime zu tun, weil die Leute, die wollen zurückgehen an das Land, brauchen ja Konditionen, wo Sicherheit, da muss ich mit dem Regime gucken, wie das die Sicherheit kann garantiert gehen. Also einfach ein pragmatisch Zusammenarbeit mit denen, die einfach die Möglichkeit haben, Sicherheit zu garantieren. Auch die europäische Energiepolitik kann den Hand aufruhen. Das ist auch ein Problem mit dem prädominanten Gewicht auf erneuerbare Energien. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach Erdgas enorm klimmt, weil eben Alternativenergien volatil sind und nicht so verlässlich, und eben weil andere Reservekapazitäten wie Kohle und Nuklear eben bei den meisten Ländern resolut bekämpft gehen, auch Lützeburg bekämpft hat. Und das führt natürlich dazu, dass der Gaspreis nicht nur konjunkturell an Luch geht, sondern eben noch strukturell langfristig, weil die einzige Reservekapazität ist, die am Blick nach Angel muss konsensuell ist. Das ist ein großes Problem. Die Alternativproduktionskapazitäten müssen ja dubliert gehen, weil sie volatil sind. Das heißt, wir noch nach Produktionskapazitäten, permanenten Ausbau von Netzen, den aber auch Versorgungsprobleme nicht kann lösen, weil es wieder in Europa DAX similär ist. Der European Green Deal verliert, durch den verliert Europa auch Kompetitivität, das ist Tatsache. Und dann haben wir noch das Problem von der verfehlten Russlandpolitik. Wenn wir keine langfristig Lieferverträge mit Russland können wir aufschließen, wenn es eine gespannte politische Relationen, das dann nicht erwünscht gewesen. Und dann haben wir eben da auch eine eine Sanktionspolitik seit Jahren, einen Platz, die überhaupt nicht sprucht wird. Das muss ich auch klar gesehen. Die ist reziprok. An sich würden die Sanktionen striktement nicht brucht, außer dass die Russen sich unabhängig gemacht haben von einem Teil von unseren Lieferungen. Und wir mussten doch endlich gucken, dass wir die kontraproduktiven Effekte da bekämpfen. Wir haben Russland an eine Allianz mit China herangedriven, auf die man näher. Das bringt das gut nicht. Wir brauchen einfach eine neue Relation. Und das heißt, dass wir auch eine Verhandlungsbereitschaft müssen haben. Wir brauchen eine neue partnerschaftliche Relation mit Russland auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Vertrauen an Osteuropa, einen demokratischen Transitionsprozess an Belarus. Wir brauchen statutare, also Verhandlungen über das Statut für postsowjetische Konflikte, ob der an der Ukraine, ob der Krim, an der Gorno-Karabach, Moldova, Georgien. Aber es geht doch nicht, wenn wir immer an der Haltung bleiben, an der wir los sind. Das dürfen wir profitieren, die USA, China, aber wir als Europäer, wir haben doch den Notteil, wenn wir an der Russlandpolitik bleiben, an der Energiepolitik, an der Sicherheitspolitik und so weiter. Ich freue noch all die gesagt haben, wir müssen eigenständig gehen als Europa, sollen das dann mal so, weil sie bereit sind, als Budget und als Personal, wo Lützeburg aus zu investieren, an eine unabhängig, von Amerikanern unabhängig Sicherheitspolitik. Das wäre eine Frage, die sich durchaus mal stellen kann. Was sind die Parteien da bereit, dort zu gehen, für die Unabhängigkeit dort zu erreichen? Am Stand der Standortpolitik, Herr Minister, will mich auffordern, die Kaufkraftdifferenzial zwischen Bresel und Lützeburg umzugehen, dass wir da endlich auch zu einer Lösung kommen, dass Lützeburg mehr attraktiv wird als Standort, auch für europäische Beamte, weil das eben ein großes Problem ist. Noch vielleicht 2 Regionalkonflikte, für die wir da abzählen. Das eine ist Taiwan. Viele Kollegen haben schon gesagt, dass die Volksrepublik China für als Partner Rival ist, beides gleichzeitig.
Wir sehen wir nach Konkurrenz mit China bei den Rematerialien an Afrika, wir sind an großer Aufhängigkeit von China bei vielen industriellen Produkten, auch an strategische Bereiche, an Hochtechnologiebereiche, wir haben ein Problem, wo Spionage wird offen zu suchen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. An dem pazifischen Raum, auch dadurch, dass man natürlich Russland Richtung China gedrückt, da können sie viel mehr aggressiv auftreten, zum Beispiel auch was Taiwan angeht. Aber wir wollten klar sagen, dass wir auch eine Partizipation von Taiwan an internationalen Organisationen unterstützen. Zum Beispiel an der Weltgesundheitsorganisation an zu dem Thema haben wir eine Motion vorbereitet, Herr Präsident, haben wir der Welt überreichen. Ein zweiten regionalen Sujet, den ich noch ganz kurz durchschwätzen, das ist den von Armenien an den Konflikt im Nagorno-Karabach. Ich habe gesehen, dass Kollegium der CSV eine Motion dazu schon deposiert und dafür kann die Raisonnement, dass in dem wir können delen. Wir haben auch zum selben Thema eine Motion mit einer ähnlichen Konklusion präsentiert oder präpariert. Ich will dich auch überraschen, Herr Präsident. Das ist aber so, dass für das CSV auch eine Motion zu dem Thema schon deposiert hat. Sie mir auch bereit an der Diskussion mit den Kollegen, entweder die eine oder andere zurückzuziehen, weil den Objet also sich dieselbe stellt. Es ging so, wenn Kollegen der CSV die gelesen, da können wir sehr darauf ähnliche wie die eine oder andere zu holen. Wir brauchen nicht zweimal über dieselbe Sujet aufzustimmen. Fand ich gelesen? Und da muss ich sagen, ich fühle mich merci für die Nullausstellung. Merci.